Ja, Löhle, ich bin's wieder, euer Blausteingenieur. Und ja, also für die meinen Kanal schon abonniert haben und auch schon länger dabei sind, was wahrscheinlich noch nicht so viele sind, weil der Kanal noch recht frisch ist und alles. Aber ich habe neulich ja die Double Strike zerlegt, weil die war ein bisschen kaputt. Und habe ich geguckt, auf gut Schwäbisch war die halt he. Und da habe ich geguckt, was da he ist und da war das der Honner, da sieht man es doch, da sieht man noch den Riss. Da war es gebrochen. Da habe ich mir gedacht, was mache ich denn da? Hab da Lächeln reingebohrt und ein Drähtchen reingesteckt und einen Haufen Kleber rumgeschmiert. Und jetzt gucken wir mal, ob das hebt, weil das ist, ich glaube, doch ein Bauteil, das sehr belastet wird und das kann gut sein, dass das der Kleber nicht lang hebt. Aber wenn das nicht geht, dann müssen wir warten, bis ich so einen 3D-Drucker habe. Und dann kann man das wieder, weil so toll kriegt man es nicht einzeln und auch nicht aus Metall oder so. Oder zumindest habe ich es nicht gefunden. Also wenn ich das irgendwo gesehen habe, dass das für wie heißt das da? Entschuldigung, jetzt sind sie alle wach. Für die Double Strike. Also ich glaube nicht. Also für Hammershot und so habe ich das gefunden, dass den Hebel da, dass es den aus Metall gibt, aber für die Double Strike halt leider nicht. Jetzt gucken wir mal. Ich hoffe, dass das geht und wenn nicht, müsst ihr warten, bis ich einen 3D-Drucker habe. Und ich hoffe, oder wird so oder so wird's ein kurzes Video, weil das entweder es geht oder es geht nicht, weil wenn es nicht geht, dann können wir auch nichts machen. Also zumindest nicht, bis ich einen 3D-Drucker habe. Und das ist jetzt für die nächsten Tage nicht angedacht. Aber schauen wir mal. Will ja euch auch zeigen, was man so selber so richten kann. Und das hat jetzt alles, so Bohrmaschine habe ich daheim und alles. Und das hat mir jetzt nicht viel gekostet. Also das habe ich alles daheim gehabt. Okay, das war wohl nix. So viel Geschäft. Ja, das wird ein Kurzvideo. Wohl, dann doch lieber lachen als heulen. Da müssen wir gucken. Also das ist halt schon ein schwer belastetes Bauteil und das muss dann nachher die Kraft von der Feder aushalten und dagegen den Trigger drücken, bis der dann auslässt und das ist halt schon. Das habe ich fast erwartet, dass das dann mit dem Kleber und Drähtle, dass das nicht reicht. Vielleicht hätte ich da irgendwie auch einen stärkeren Kleber nehmen sollen, also das habe halt jetzt genommen, was ich daheim habe. Und jetzt müsst ihr halt warten, bis ich dann 3D-Drucker habe. Oder muss ich halt warten, bis ich einen 3D-Drucker habe. Und bis dahin wird es halt ein Ausstellungsstückle. Das ist auch okay. Hat man das Blasterle auch gekauft, weil es hübsch aussieht. Aber ich denke, wenn man das so einen 3D-Drucker, wenn man das so flach druckt, dann dürfte es schon gehen, dann dürfte es. Da muss ich gucken, aber das kann auch gut sein, dass das dann. Also wenn ihr das irgendwo mal seht, dass das auf Metall gibt, dann schreibt man einen Link in die Beschreibung unter das Video, oder schreibt man einen Link in die Kommentare. Das tät mir freier. Weil das scheint schon so, dass das an der Stelle wohl vielleicht gar nicht kaputt geht. Das ist halt auch schwer belastete Stelle.
Aber ist jetzt nicht so, dass der Blaster komplett hier ist. Das ist halt, der Trigger funktioniert halt dann nicht. Das ist dann eher was für die Cowboys da, die da ihren Revolver ohne Trigger schießen. Ist auch schön. Ich zeig's euch gleich. Jetzt geht das Video auch schon wieder über 5 Minuten. Für so ein kleines Bestellen ist es ein Haufen. Sind das ein Haufen Schreibler. Ja, muss ich da schon ein bisschen Werkzeug zulegen, wenn man da ein bisschen was selber basteln will. Aber ich denke, so 3D-Druckerle, da kann man dann auch irgendwann mal, wenn ich da ein bisschen mehr Ahnung von dem Zeugs habe, auch eigene Blasterle entwerfen. Gucken, was so geht. Und Ideen hätte ich genug, aber Ahnung noch keine. Deswegen muss ich erstmal einige Blasterle reparieren und da gucken. Dann lerne ich das. So, dann machen wir mal die Pfeile da rein. Und ihr wisst, ich mag die Dinge mit Saugnäpf, weil die kann ich dagegen Scheibe schießen und muss ich nicht vom Boden aufklauben. Guck, schießen tut's doch. Und Krach machen tut's. Das ist jetzt hier. Da drüben ist eine Wand und leider keine Glasplatte, weil sonst misst ich es nicht auf. Wobei sonst müsste ich das dann nie überfassen, wäre auch scheiße. Mit der richtigen Menge Gewalt kommen sie wieder genau zurück. Wenn ich noch ein bisschen aufpasse, hätte ich es auch fangen, bevor sie vom Tisch nachfallen. Aber auf jeden Fall ein schönes Blasterle. Und ich denke so, ein bisschen rumspielen kann man damit schon noch, also das geht schon. Dann muss ich gucken, wobei, also zur Not kann man das aus einer Metallplatte rausschneiden, das ist halt ein Haufen Geschäft, aber also wenn man da so eine dicke Metallplatte hat, also wenn das, jetzt gucke ich mal, wenn ich, irgendwann will ich mir so 3D-Druckerle kaufen und wenn das mit dem 3D-Druck dann nicht geht, weil das kann auch sein, dass das Plastik nicht, weil dass das Plastik dann nicht so stabil ist wie das hier. Oder dass das nicht lang hebt. Dann muss ich gucken, ob ich das dann vielleicht aus einer Metallplatte noch raussägen tue. Da bin ich halt dann ein bisschen beschäftigt. Das mache ich dann nicht im Video, weil das ist, glaube ich, recht langweilig und so viel Interessantes kann ich euch dann nicht erzählen. Aber lasst ein Abo da, drückt das Klingeln, dann wisst ihr, dann erfahrt ihr, wie es hier mit der Double-Strike weitergeht. Und was auch sonst noch so ein Blästerler kommt. Hab viele Ideen. Da wird schon einiges Interessantes dabei sein. Und nicht, vielleicht unterhält es euch auch einfach. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Bis dann, euer Blaster-Ingenieur.